Jesus, Licht dieser Welt. Das ist der Titel, den ich für heute gewählt habe. Ganz, ganz klassisch, habe ich gedacht. Ja, warum bin ich auf diesen Titel gestoßen? Ich habe die Bibel aufgeschlagen bei Johannes 8, Vers 12. Und da ist Jesus schon etwas größer, als er das gesprochen hat. Also wir gehen da von circa 32-jährig aus. Da sprach Jesus abermals zu den Menschen: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Also habe ich gedacht, okay, Jesus, Licht dieser Welt. Viele von euch wissen, ich bin nicht Vollzeitpastor, sondern Landwirt, also eher auf der praktischen Seite. Deshalb habe ich gedacht, komm, wir nehmen da das Licht mit. Und deshalb haben wir heute Jesus nicht nur im Geist hier präsent, sondern auch symbolisch als dieses Feuer. Nun steigen wir ein in die Weihnachtsgeschichte. Ich nehme an, viele von euch haben sich gedanklich oder auch ganz praktisch gestern Abend oder heute schon auch mit dieser Geschichte auseinandergesetzt und sich diese Geschichte angehört. Es ist ja nicht ein Märchen, sondern es ist die geschichtliche Erzählung von Jesus Christus. Ich möchte mit euch zusammen heute in 4 verschiedene Rollen schlüpfen, wie wir diese Geschichte betrachten können, respektive wie man mit dieser Geschichte in Berührung kommen kann, näher oder auch ferner. Zum Start lese ich aus Lukas Kapitel 2, Vers 7. Wir haben da die Szene, als Josef und Maria eine Herberge suchen und Maria gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in die Krippe, weil für sie kein Raum war in der Herberge. Also ich denke, viele von euch wissen, wie die Geschichte ist. Maria, Josef, sie sind in einem fremden Dorf, suchen dort eine Unterkunft und möchten dort irgendwo übernachten. Maria hochschwanger und ist vor der Entbindung. Da klopfen sie an die Tür, klack, klack, und suchen die Herberge, aber niemand ist Raum. Da ist kein Raum für sie. Und das ist die erste Rolle, in die wir jetzt hineinschlüpfen möchten. Und zwar in die Rolle dieser Herbergsbesitzer, diese Hoteliers. Ja, wir können uns das gut vorstellen. Also es ist High Season, noch mehr als bei uns in der Schweiz auf den Skigebieten. High Season, über die Weihnachtszeit, alle Zimmer besetzt. Ja, wir haben keine Zeit für irgendwelche Leute, die da um Abend um 8 noch irgendein Zimmer suchen. Alle haben schon online gebucht, alles ist ausgebucht, von langer Hand geplant. Da ist doch nichts mehr frei. Was kommen jetzt diese Leute da? Na schön, wir haben da schon noch, ja, man ist ja Gastgeber, und man bietet ihnen diesen Stall an. Da haben sie immerhin ein Dach über dem Kopf. Ich denke, diese Gastleute, die hatten nur wenig Zeit. Die haben diese Menschen gesehen, ein Problem, eine Lösung und mussten weiterhaschen. Sie waren in ihrem Alltag, in ihrem Geschäft und mussten weitergehen. Hatten keine Zeit für irgendwelche Babys, die da auf die Welt kommen. Sie waren voll im Business. Und für mich sind diese Gastgeber, diese Gastwirte, ein gutes Beispiel für viele Menschen, die wohl irgendwann mal von Jesus gehört haben. Die feiern zwar Weihnachten, einmal im Jahr nehmen sie sich 2-3 Stunden, vielleicht freiwilliger, vielleicht weniger freiwillig, und ja, denken darüber nach, aber danach gehen sie ihrem Geschäft nach. Sie gehen ihrem Alltag nach, sie haben Hobbys, Beruf, Familie, Freizeit, Haus, Hof, alles, was dazugehört, und haben doch keine Zeit für solche banalen Sachen. Ihr Leben geht weiter, das Kind kommt auf die Welt, sie betrifft das nicht. Ihr Leben dreht ohne Jesus.
Dann eine weitere Szene. In Matthäus Kapitel 2, Vers 5, auch hier sind wir wieder ganz früh in der Weihnachtsgeschichte oder in der Geschichte von Jesus. Da lesen wir, dass der Herodes von diesem König erfährt. Ja, der Herodes, der ist ja nicht so vertraut mit den jüdischen Gebräuchen. Er ruft die Schriftgelehrten und die Pharisäer hinzu und fragte, wisst ihr etwas von einem König, der kommen soll? Ein König der Juden? Und diese Schriftgelehrten sagen, ja, oh ja, wir wissen von ihm, sagten sie. Er soll in Bethlehem geboren werden. Denn der Prophet hat geschrieben, O Bethlehem in Judäa, du bist alles andere als ein unbedeutendes Dorf, denn ein Herrscher wird aus dir hervorgehen, der wie ein Hirt mein Volk Israel führen wird. Ja, ich behalte hier den Vesson an, und zwar weniger als Business, sondern mehr als gut situierte Leute. Und zwar sind diese Schriftgelehrten, diese Pharisäer, die sind gebildet, die waren am Puls der Zeit. Sie haben von diesem Jesus gehört, sie haben in der Schrift davon gelesen, aber für mich sind sie ein Bild, sie stehen hinter dem Christbaum. Sie sehen zwar das Licht, sie können den Schatten erahnen, der dieses Licht macht, aber da steht vieles dazwischen. Kommerz, schöne Lampen, also vielleicht Dekoration, Prestige steht zwischen Jesus und diesen Pharisäern. Ja, sie können da etwas durchschauen und doch sind sie eigentlich weit weg. Sie spüren die Wärme von Jesus nicht. Dieses Feuer weit weg hinter diesem Baum, das betrifft sie nicht. Sie bleiben in sicherem Abstand, denn wir lesen nichts mehr von ihnen in der Weihnachtsgeschichte. Sie machen sich nicht auf den Weg nach Bethlehem und suchen dieses Kind. Das fand ich noch spannend. Warum gehen diese Pharisäer, diese Schriftgelehrten nicht auf den Weg? Ich denke, die Hürde zwischen Jesus und ihnen war zu groß. Letzten Sonntag, also vor 4 Tagen, hier im Gottesdienst, haben wir mit Silas Wohler darüber nachgedacht, warum haben sie Jesus nicht erkannt? Eine wunderbare Predigt, wie ich finde. Ich möchte euch diese sehr herzlich empfehlen zum Nachschauen auf YouTube. Gebt ein FEG Embrach, dann findet ihr sie ziemlich weit oben. Silas Wohler hat gepredigt, warum haben diese Schriftgelehrten Jesus nicht erkannt? Sie haben sich nicht auf den Weg gemacht, sie haben ihn auch nicht gesucht, sie waren wohl in ihren Kleidern, in ihrer Dekoration, in ihrem Prestige. Sie hatten keinen Grund, sich auf den Weg zu machen. Ja, nun ist Zeit, mein Vesto auszuziehen. Und wir kommen zu den dritten Menschen. Für das darf ich es mir ein wenig gemütlich machen. Das ist schön. Ja, die sind schon ziemlich nah an diesem Feuer. Und zwar möchten wir nun zusammen auf diese Weisen schauen. Ich lese aus Matthäus 2, Vers 10. Als die Weisen den Stern sahen, war ihre Freude groß. Sie gingen in das Haus und fanden das Kind mit seiner Mutter Maria, sanken vor ihm auf die Knie und beteten es an. Dann öffneten sie ihre Truhen mit Kostbarkeiten und beschenkten es mit Gold, Weihrauch und Myrrhe. Als es Zeit war, wieder aufzubrechen, zogen sie jedoch auf einem anderen Weg in ihre Heimat zurück. Ich habe diese Weisen die stillen Anbeter genannt. Ja, still, sie haben angebetet, sie haben sich auf den Weg gemacht und sind zu Jesus gekommen. Und ich bin sicher,
diese Weisen, die haben diese Wärme, dieses andere an Jesus gespürt. Die waren sich innerlich sicher, dieser Jesus in dieser Hütte, dieses Kind in diesem Haus, das ist nicht ein ganz normales Kind, wie es Millionen andere auch gibt. Denn sie haben ihren Schatz aufgemacht und haben dieses Kind beschenkt wie ein König. Sie waren von Jesus ergriffen. Sie sind nah an Jesus herangekommen. Haben ihn angebetet, ihm die Geschenke gegeben und dann sind sie nach Hause gegangen. Wir wissen es nicht, wie ihre Geschichte weitergeht. Sie hatten noch eine Erscheinung von einem Engel, der ihnen den Weg weiste, aber sie sind nach Hause gegangen in ihre Heimatländer. Und wahrscheinlich gingen sie ihrem alten Alltag zurück. Sie waren hier, bei Jesus, haben sich die Hände gewärmt, waren ergriffen von Jesus. Sie hatten mit Sicherheit eine Erscheinung fürs Leben, aber haben sie wirklich diesen Jesus kennengelernt, wie er sich vorstellt im Wort Gottes, als diesen lebensverändernden Bestandteil in einem jeden Leben? Ich bin nicht sicher. Wir wissen es nicht. Darum sind sie die stillen Anbeter. Sie haben wohl diese Begegnung genossen, aber still nach Hause getragen. Und die letzte Rolle, in die wir nun hineinschlüpfen möchten, ist die Rolle der Hirten. Ich lese aus Lukas Kapitel 2, Verse 8 bis 15, also ein etwas längerer Abschnitt. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Feld. Die bewachten ihre Herde in der Nacht. Und siehe, ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr. Und das sei für euch das Zeichen. Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt, in der Krippe liegend. Und plötzlich war bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden, unter den Menschen Wohlgefallen. Als die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander: Kommt, gehen wir nach Bethlehem. Wir wollen diese Sache, die der Herr uns hat wissen lassen, mit eigenen Augen sehen. Und sie liefen, so schnell sie konnten, ins Dorf und fanden Maria, Josef und das Kind, das in der Futterkrippe lag. Da erzählten die Hirten allen, was geschehen war, was der Engel ihnen über dieses Kind gesagt hatte. Alle Leute, die den Bericht der Hirten hörten, waren voller Staunen. Maria aber bewahrte alle diese Dinge in ihrem Herzen und dachte oft darüber nach. Die Hirten kehrten zu ihren Herden auf den Feldern zurück. Sie priesen und lobten Gott für das, was der Engel ihnen gesagt hatte und was sie gesehen hatten. Alles war so, wie es ihnen angekündigt worden war. Ja, ihr merkt, diese Geschichte ist etwas umfangreicher. Von diesen Hirten erfahren wir viel, viel mehr. Sie hatten zuerst dieses mächtige, dieses großartige Erlebnis von den Engeln. Das war für sie ganz bestimmt kein Alltag. Sie waren bewegt von dem, was die Engel berichteten. Sie waren begeistert und es hat sie gepackt. Sie kamen aber auch ins Tun. Sie gingen hin und schauten ganz anders als die Pharisäer.
ganz anders als die Gastgeber. Die Hirten, die haben ihre Herden zurückgelassen und es hat mit ihnen etwas gemacht. Sie gingen hin und überprüften, was sie da hörten. Sie gingen und haben das ganz praktisch angeschaut, was da Sache ist. Und dann sind sie vor diesem Jesus. Sie sind in diesem Stall und sie merken, das, was die Engel gesagt haben, das ist keine Fata Morgana. Das war nicht irgendein Märchen, sondern das war ein Tatsachenbericht, was sie vorfinden. Sie finden genau diese Szene, die die Engel geschrieben haben, in diesem Stall bei Jesus. Und das war für sie Grund genug, dass sie diese Botschaft verbreiteten. Sie hatten diese doppelte Absicherung. Sie hatten eine herrliche Erscheinung mit diesen Engeln und auf der anderen Seite haben sie es live erlebt. Sie haben gesehen, dass Jesus, der Retter, in dieser Krippe liegt. Ja, sie gingen danach zurück auf ihre Felder. Natürlich, auch sie gingen zurück. Aber was haben sie gemacht? Sie haben von diesem Jesus erzählt. Diese Botschaft von Jesus, diese hat sie verändert. Diese Botschaft hat sie im Inneren getroffen und ich bin sicher, sie waren nicht mehr dieselben. Denn wir sehen oder wir lesen danach, sie priesen und lobten Gott für das, was der Engel ihnen gesagt hatte und was sie gesehen haben. Sie gingen zurück zu ihrer Arbeit von dort, wo sie kamen, dort, wo Jesus oder Gott sie auch hingestellt hat durch Geburt. Denn das ist nicht zufällig. Gott hat uns in diese Welt, in unsere Familie gestellt, aber sie gingen verändert. Sie gingen verändert von dieser Botschaft von Jesus. Sie priesen und lobten Gott. Denn die Engel haben gesagt, das ist der Retter. Jesus, auch wenn er anders aussieht, als dass wir uns diesen Retter vorstellen, auch wenn er anders daherkommt, wenn er vielleicht ein Baby ist, wenn er vielleicht anders spricht oder gar nicht spricht, als wir uns das vorstellen. Er ist trotzdem der Retter von dieser Welt. Auch das hat Silas Wohler vergangenen Sonntag ausgeschmückt, wie Jesus aussieht, warum er wie kommen kann. Und Gott ist so viel höher als meine Gedanken, als meine Vorstellungskraft. Und Jesus, diese süße Geschichte, die wir Jahr für Jahr uns erzählen, die darf immer wieder mein Denken sprengen. Jesus, seine Erscheinung, sein Tun, sein Sprechen soll immer wieder meine Vorstellung sprengen dürfen. Sinnbildlich für diese Hirten habe ich hier ein Stäbchen, also ihr könnt hier jetzt diesen Hirten anschauen. Und diese Hirten, die gingen ganz nah an Jesus. Diese Hirten, die waren da und haben gestaunt und die haben sich verändern lassen. Die gingen in die Welt hinaus, zu den Menschen in die Dörfer, obwohl sie eigentlich nicht beliebt waren, und haben gefunkelt für Jesus. Die haben gesprüht vor Freude vor dieser Erscheinung. Und Jesus hat sie verändert. Die waren so begeistert, dass jeder es sehen konnte. In dieser Welt, die dunkel war, die eigentlich keine Hoffnung hatte. Und wie dieses Stäbchen sich verändert durch dieses Leuchten, auch so soll sich unser Leben verändern. Da brennt vielleicht mal was ab. Da sind wir nicht mehr dieselben, wie bevor wir Jesus gesehen haben. Aber wenn wir nahe an Jesus herankommen, dann möchte Jesus uns verändern. Eine Veränderung, die Schönes hervorbringt. Eine Veränderung, die uns funkeln lässt im Antlitz des Herrn, in dieser Herrlichkeit von Gott. Und manchmal erlöschen wir und dann haben wir ein weiteres Stäbchen. Und so können wir zusammen brennen. Wir können so zusammen leuchten für Jesus Christus und in diese Welt hinausgehen, weil wir verändert sind von diesem Jesus.
weil wir nah genug an ihn herankommen. So dürfen wir leuchten, wie diese Hirten. Wir gehen zwar zurück, dort wo wir gekommen sind, aber wir sind nicht mehr dieselben. Ja, ich wünsche uns, dass wir Menschen werden, die beginnen zu brennen für Jesus, die so nah an dieses Feuer gehen und uns verändern lassen in ihm, zum Guten verändern lassen, auch wenn mal etwas sterben muss. Ja, dass diese 4 Rollen in dieser Weihnachtsgeschichte mit ganz verschiedenem Charakter. Jesus hat zu Beginn dieser Predigt gesagt, ich bin das Licht der Welt. Und eine andere Stelle mit Ich bin möchte ich jetzt vorlesen. In Johannes 14,6 sagte auch der erwachsene Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Das ist dieser Anspruch, der Jesus hat, der aber nicht er für sich selber hat, sondern der die Engel auch ihm zugesprochen haben, der auch der Gott Vater ihm immer wieder zugesprochen hat. Ein letztes Bild, das ich uns mitgeben möchte, ist dieser Schlüssel. Für mich ist Jesus wie so ein Schlüssel. Mit einem Schlüssel kann man ja viel machen. Er sieht nice aus, so als Accessoire, vielleicht so, als Halskette. Ein nices Gadget. So. Ja, wieso nicht? Ja? Passt noch etwas zum Gurt da. Ich bin nicht sicher, ob dieser Schlüssel für das gemacht ist. Man kann den Schlüssel einfach herumtragen. Man kann vielleicht etwas Musik machen mit ihm da, rasseln. Aber dieser Schlüssel, der hat eigentlich eine Funktion. Dieser Schlüssel ist nicht zum Herumtragen gemacht, nicht weil er hübsch oder nostalgisch aussieht, genau wie Jesus nicht zum Herumtragen gemacht ist. Dieser Schlüssel, das ist der Schlüssel zum Leben und er ist gekommen, dieser Schlüssel ist gemacht, dass er ein Tor aufschließt. Und zwar dieses Tor zum Vater, zum liebenden Vater. Und wenn wir diesen Schlüssel herumtragen, dann bringt er nichts. Wenn wir diesen Schlüssel ansehen oder Musik machen mit ihm, dann bringt dieser Schlüssel nichts. Dieser Schlüssel bringt erst etwas, wenn wir ihn durch das richtige Türschloss durchstecken und drehen. Wir müssen diesen Schlüssel brauchen, sonst lebt dieser Schlüssel an seiner Aufgabe vorbei. Ein weiterer Satz aus der Predigt von letzten Sonntag ist ein Zitat von einem alten Dichter. Wäre Jesus 1000-mal in Bethlehem geboren, aber nicht in dir, du wärest doch verloren. Diese historische Geburt, diese physische Geburt vor 2000 Jahren, die bringt uns nichts, wenn Jesus nicht in meinem Leben von Neuem geboren wird. Wenn er nicht dieser Schlüssel wird, den wir in die Hand nehmen und auch gebrauchen. Das habe nicht ich erfunden. Ich lese aus Johannes 1, Vers 12. All den Menschen aber, die Jesus aufnahmen und an seinen Namen glauben, all denen gab Jesus das Recht, Gottes Kinder zu werden. Für mich ist das diese zentrale Botschaft von Weihnachten, die weit darüber hinausgeht,
über schönen Christbaum, über Geschenke, über Tradition, über Wärme. Es ist diese Geschichte, die mir das Tor öffnet in die verändernde Atmosphäre zum Gott Vater, der mich funkeln lässt in seiner Gegenwart für diese Welt, aber mich auch verändern möchte in seiner Gegenwart. Ich habe meine Schwester gebeten, ein spezielles Lied noch hier für uns, mit uns zu singen. Ihr dürft euch parat machen. Ein Lied, das mich schon eine längere Zeit begleitet, in einem Lied, in dem es darum geht, wie nah gehe ich an dieses Feuer. Lass ich mich verändern. Mal schauen. Lass ich mich entfachen von Jesus? Oder hindert mich etwas? Vielleicht den Beschäftigungsgrad von meinem Beruf, meinen Hobbys? Vielleicht meine Vorstellung von Gott, den wie eine Wand zwischen mir und Jesus steht? Oder halte ich diese Geschichte von Jesus einfach ein wenig warm, ohne viel Einfluss auf mein Leben? Ich möchte euch einladen, während diesem Lied nachzudenken, wo ihr neu oder vielleicht zum x-ten Mal zu Jesus hingehen könnt und dürft und euch verändern lasst von ihm.